Aus neuen Mitteilungen geht hervor, dass die unterdrückten Minderheiten auch in der Gestaltung ihres Totensteins diskriminiert werden. Die chinesische Sprache soll nun verpflichtend auch für die Beschriftung der Grabsteine sein. Die Praktik erinnert an die Kommunistische Partei in Bulgarien, welche Bulgarisch als einzige Sprache auf Grabsteinen akzeptierte. Aus dem kasachischen Außenministerium geht hervor, dass die Ausreise von 2000 Kasachen aus China behördlich genehmigt wurde. Die Frauen und Kinder der 2000 Personen flüchteten zu Beginn der Umerziehungslager nach Kasachstan. Von dort aus begannen sie, Videos und schriftliche Nachrichten an die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union zu verfassen, um ihre Familienmitglieder aus dem Leid zu befreien. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Menschenrechte versammelten sich in Istanbul Nationalisten, die die Menschenrechtsverletzungen in Ostturkestan kritisierten. Dabei fesselten sie demonstrativ ihre Hände und trugen Ostturkestan-Masken. Ihr Anliegen war das Recht jedes Menschen auf Religionsfreiheit, das in Ostturkestan durch chinesische Hand grob missachtet wird, da Uiguren gefoltert und ihrer Freiheit beraubt werden. Auch in München und anderen Orten fanden Proteste statt. China verbietet den Kauf einiger Apple-Modelle, wie dem iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus und dem iPhone X. Grund hierfür seien Patentrechtsverletzungen. Einige führende Kirchenleiter und Gemeindemitglieder wurden von der chinesischen Polizei verhaftet, nachdem Kirchen und Privatwohnungen durchsucht wurden.